Guten Morgen miteinander. Ich bin Lydia Siegenthaler, darf Teil vom Leitungsteam sein von dieser Kirche, Pastorin von der Vineyard Olten. Ich bin das mega gern. Ich würde zuerst gerne einfach ein riesen Danken an die Band, die ein kleines Genusch hatte, wenn so viele in der Ferien sind, an Beamer, wo jemand ist, der normalerweise nicht alles allein macht. Überall sind Leute eingesprungen, darum danke euch vielmals, dass wir Gottesdienst haben können. Und es sind doch mehr Leute, als ich gedacht habe. Ich habe gesagt, 1/3 ist besetzt. Aber jetzt, also wenn alle würden da über sitzen, wären wir die Hälfte. Aber bleibt nur, wo ihr seid, das ist schon gut, sonst sind wir ein bisschen einseitig. Ich habe euch, wenn der René so lange weg ist, für die es noch nicht gemerkt haben, der René ist schon ein bisschen länger nicht da, bleibt noch ein bisschen länger weg, der ist in Marokko mit seiner Frau. Und habe gefunden, wenn er schon so lange nicht da ist, kann ich mal seinen Einstieg übernehmen. Ich habe eine Frage. Wenn du auf der Straße bist, also wenn du posten oder spazieren und dann kommt jemand und sagt, hast du schnell eine Minute? Reagierst du eher so? Ah, schau, das wäre jetzt wichtig, dass meine Folie kommt. Sonst ist es nicht gleich lustig. Ja. Also, cool. Reagierst du eher so? Oder eher, ja natürlich, ich hätte auch eine halbe Stunde Zeit, wenn wir einen Kaffee trinken. Du musst mal überlegen, was ist so deine Tendenz? Wer sagt eher, nein, sorry, keine Zeit und schaut gar nicht erst? Und wer findet eher, ja natürlich. Okay, es gibt doch ein paar. Hey, ich muss ein Geständnis ablegen. Ich bin so fest die Person, dass ich mir angewöhnt habe, wenn jemand mir am Telefon etwas verkaufen will, zu sagen, und das stimmt eigentlich nicht, aber zu sagen, so einen Entscheid darf ich nicht alleine treffen, da muss ich meinen Mann fragen. Mir kann man alles verkaufen. Wenn du mich kannst überzeugen, und das kannst du relativ schnell, ein bisschen charmant, ein bisschen gute Argumente, dann glaube ich dir alles. Darum Versicherungen abschliessen, Staubsauger kaufen, Zeug unterschreiben auf der Straße. Hey, ich habe schon x Sachen unterschrieben und dann die haben gerade wieder gelöscht und geschrieben, ich kann gleich nicht. Weil ich einfach mich nicht dafür habe, den Leuten Nein zu sagen. Ich will wirklich über das Nein und über das Ja sagen reden. Weil es gibt da doch so ein paar Vorurteile unter Christen oder ein paar Meinungen, die ich finde, wir müssen mal ein bisschen aufräumen. Weil, also grundsätzlich scheint ja Nein sagen ein grosses Thema zu sein. Ich habe mal einfach auf einer Buchhandelsseite Nein eingegeben und dann nachher sind das nur die ersten Seiten, die kommen. Es gibt etwa 30 Seiten mit Büchern. Das geht von «Den netten beißen die Hunde» über «Nein sagen für Kind», «Ich bin stark und sage laut Nein», «Nein sagen ohne Schuldgefühle», «Zu nett für diese Welt», «Wer Nein sagen kann, hat mehr vom Leben» und so weiter. Und anscheinend werden die Bücher gekauft. Nein sagen scheint nicht so einfach zu sein. Und gerade als Christen, Menschen, die Jesus gern haben, glaube ich, fällt es manchmal noch mal ein bisschen schwieriger. Wir wollen in der Vineyard Olten Menschen sein, die unser Leben aufmachen für andere Menschen. Wir wollen, dass unsere Häuser Orte sind, wo Menschen praktische Hilfe bekommen und Jesus kennenlernen können. Wir wollen, dass Menschen uns vertrauen, dass Menschen wissen, sie dürfen zu jeder Zeit zu uns kommen, in einen Notfall. Aber der Punkt ist, so ein Lebensstil braucht ganz gute Grenzen, weil es macht Grenzüberschreitungen auch Tür und Tor auf. Und wer zu oft Ja sagt, brennt irgendwann aus. Dann gibt es aber die Leute, die zu oft Nein sagen. Die sterben wahrscheinlich an Langweile. Weil das Abenteuer, das Überraschende, das, was Jesus für dich parat hat, ist eben häufig dann versteckt, wenn wir Ja sagen. Und nicht immer Nein. Darum werde ich heute über Nein und über Ja reden. Gerade wenn wir, ich sage, missional unterwegs ist. Wir haben eine Mission. Wir wollen, dass die Leute sehen, wie gut das Gott ist und wie gerne er sie hat. Wir wollen, dass sie in Kontakt kommen mit ihm. Und gerade wenn man fest so lebt in seinem eigenen Quartier, gibt es manchmal auch lustige Sachen. Ich habe schon Geschichten gehört, und nein, in dem Fall war nicht ich es, dass jemand in der Küche gestanden ist, gesehen hat, wie jemand Richtung ihr Haus läuft und abtaucht ist in der Küchenabdeckung. Und gewartet hat, bis es geläutet hat und die Person wieder gegangen ist. Hey, es ist schon ein bisschen lustig, aber ich verstehe es ehrlich gesagt auch. Es gibt Leute, da weisst, wenn die läuten, das geht jetzt einfach länger.
Oder dann weiss ich von Leuten, und da gehöre ich dazu, wenn ich alleine bin, lösche ich die Lichter im Haus, sitze zuoberst stehen, dass man mich nicht sieht durchs Fenster und durch die Türe, dass ich wirklich Ruhe habe. Weil die Leute meinen, es ist niemand daheim. Darum gehen wir in die Ferien heute. Ich werde nicht erreichbar sein die nächste Woche. Wenn mich irgendjemand sucht, nächsten Sonntag wieder, kommen wir heim. Ab dem Donnerstag arbeite ich wieder. Genau. Der Soundtrack zum Leben von der Sirin. Ich werde mit euch über Grenzen reden. Weil die Beispiele sind keine Ausnahmefälle oder Extrembeispiele. Wenn wir ein Leben haben wollen, das zugänglich ist für andere, müssen wir unsere Grenzen lernen, klar kommunizieren und auch klar schützen. Wie vieles passiert bei uns am Tisch, vieles passiert bei uns in der Wohnung. Vieles passiert extrem nahe an unserem Leben. Wir wollen, dass Menschen uns vertrauen. Ich will, dass Menschen mir ihre Geschichte erzählen. Aber das fordert, dass sie mir vertrauen können, dass ich zugänglich bin. Und dann kommt noch dazu, ich will, dass sie Jesus kennenlernen. Und Jesus hat ja immer Zeit. Und da ich möchte, dass sie in mir Jesus sehen. Und so schlittern einige von uns, haben die Tendenz, an den Ort zu schlittern, wo sie einfach irgendwann so nicht mögen, dass sie die Menschen nicht mehr gerne haben. Wenn du zu schnell Ja sagst, hast du irgendwann Menschen nicht mehr gern. Wenn du zu oft Nein sagst, kannst du sie gar nicht so fest kennenlernen, dass du sie gerne überkommst. Und darum ist so die Mitte zu finden, ist unglaublich wichtig. Aber was heisst das jetzt ganz praktisch für solche Situationen? Die sind aus meinem Leben, die Beispiele. Ich hatte einen langen Tag, wirklich lang. Absolut kaputt. Dann läutet es an der Tür. Ich war zu spät zum Abtauchen. Mache ich eigentlich auch nicht, ich habe gelernt Nein sagen. Aber dann bin ich an der Tür und da steht eine Frau aus einem erweiterten Quartier mit Krücken dort und sagt, hey, ich sollte noch heimlaufen, aber ich mag es so nicht mehr. Darf ich schnell bei dir eine Pause machen? Ja, ja, schon. Aber eigentlich habe ich mich gefreut, jetzt einfach ich und nur mich. Was heisst das in dem Moment? In dem Fall hat es geheißen, sie gesagt haben, weißt du was, ich mag nicht mehr. Aber komm, ich hole das Auto, ich fahre dich schnell heim. Aber jetzt noch mal jemand bei mir, ich mag nicht mehr. Was heisst das, wenn jemand schon lange sich nicht mehr gemeldet hat und du weißt, es wäre so wichtig, dass die Person wieder mal mit mir zusammensitzen kann und sie sagt, ich kann nur am Montagmorgen. Montagmorgen ist mein heiliger, freier Tag. Der Morgen. Das ist wirklich, also da musst du mindestens 7-mal gestorben sein, damit du diese Zeit mit mir bekommst. Das ist wirklich, wirklich, wirklich heilig. Aber was mache ich, wenn ich weiss, für diese Person ist sie jetzt das Zeitfenster? In dem Fall dort habe ich gesagt, also, wir machen das so, aber es ist eine Ausnahme. Nachher nie mehr. Nachher müssen wir einen anderen Termin suchen. Oder du triffst dich regelmäßig mit einer Gruppe von Frauen und jetzt fangen die eine nach dem anderen, ändern sich ihre Arbeitspläne so, dass sie an dem Morgen, wo du kannst, nicht mehr können. Alle anderen Morgen sind für dich blöd. Was machst du? Und das sind genau die Fragen, die wir uns, wenn wir mit Menschen unterwegs sind, stellen müssen. Das Problem ist nicht, dass wir nicht Nein dürfen sagen. Aber wir sollten es mit vollem Herz machen, sowohl das Nein sagen, als auch das Ja sagen. Ich glaube, das, was Jesus will, ist, dass wir nicht halbherzig Ja sagen und eigentlich Nein meinen und nicht halbherzig Nein sagen und eigentlich wissen, wir sollten eigentlich schon. Jesus hat gesagt, euer Ja soll ein Ja sein und euer Nein ein Nein. Es geht dort darum, ums Schwören, ums Beteuern. Ja, wirklich, und ich schwöre bei meiner Mutter. Was immer lustig ist, wenn unsere Kinder das machen. Wenn Jesus Ja gesagt hat, hat das geheißen, ich bin ganz da. Dann meint er wirklich Ja. Wenn Jesus Nein gesagt hat, hat das geheißen, er dreht sich um und geht weiter. Es war nie halbherzig und das möchte ich von ihm lernen. Ich stelle mir das wirklich befreiend vor, die innere Klarheit zu haben. Gerade wenn es um Menschen geht und um unseren Auftrag, in dieser Welt Licht und Salz und Segen zu sein. Ich bin überzeugt, Jesus-Nachfolger müssen richtig gute Nein-Säger sein können. Auch richtig gute Ja-Säger. Aber wer nicht Nein sagen kann, wird nicht nur ausbrennen, sondern wird Menschen nicht mehr gerne haben. Und das höchste Gebot ist, lieb Gott von ganzem Herzen und den Nächsten wie dich selber. Und dort gehört das dazu.
Jesus hat das unglaublich gut können. Darum einmal mehr in der Vineyard Olten, wenn wir nicht wissen, wie wir etwas machen sollen, wir schauen, wie Jesus das gemacht hat. Und so die krassesten 3 Vers, finde ich, von seinem Leben, die mich immer wieder herausfordern, stehen in Markus 1, Vers 35. Ganz früh, es war noch Nacht, ging Jesus allein an einen einsamen Ort, um zu beten. Später suchten ihn Simon und die anderen. Als sie ihn gefunden hatten, sagten sie zu ihm, alle fragen nach dir. Doch er entgegnete, wir müssen auch in die anderen Städte gehen, damit ich auch dort predige, denn dazu bin ich gekommen. Und sie gehen weiter. Die Situation ist die, Markus 1, die ganze Stadt war vor dem Haus am Warten, dass er die Kranken heilt und so weiter. Und er hat auch ganz viele geheilt, er hat sich die Zeit genommen. Und dann ist er plötzlich verschwunden. Ich meine, was für ein Afro. Er hat nicht einmal gesagt, wo er hergeht. Die Jünger mussten suchen. Die Jünger waren irgendetwas am Machen, vielleicht die Leute am Organisieren, das Essen parat. Sagen sie, Jesus, man kann... Jesus? Jesus? Haben Sie Jesus gesehen? Niemand hat Jesus gesehen. Keiner hat einen Plan, wo Jesus Herr ist. Das macht man doch nicht. Also, ich würde meinen Kindern schön Würst sagen und meinem Mann, wenn es plötzlich verschwindet. Er hat keinen Notfallkontakt hinterlassen. Er lässt die Jünger einfach mit den Kranken und Bedürftigen allein. Und was sie ihn dann endlich gefunden haben, sagt er, das ist schon gut. Aber wir gehen im Fall jetzt weiter. Wir lassen die Leute, die noch gekommen sind, die noch krank sind, wir lassen die jetzt einfach, weil ich habe einen anderen Job. Hey, das ist Nein sagen. Ich finde, das ist die krasseste Form vom Nein sagen. Und es nimmt mich schon Wunder, und jetzt schauen wir nachher noch her, wieso dass Jesus das macht. Zuerst verschwindet er einfach und dann lässt er die Kranken und Bedürftigen dort einfach stehen und zieht weiter. Weil Jesus weiß genau, was sein Auftrag ist. Er weiß, er hat ein kleines Zeitfenster, um etwas zu starten, das die ganze Welt wird verändern. Und er weiß, weil er muss zu gewissen Sachen Nein sagen, damit er zu anderen mit vollem Herz Ja sagen kann. Jesus hat sich dort ein Zuhause aufbauen. Der konnte es gemütlich haben. Irgendjemand ist immer krank. Der konnte die Leute zu ihm die Kranken bringen. Er konnte dort sich ein bisschen lehren. Aber er wusste, er muss überall her. In alle Dörfer, in alle Städte. Möglichst viele Leute müssen ihn sehen und hören, damit nachher möglichst die Bewegung lostreten wird, wo wir heute davon profitieren. Wenn du voller Herzens Ja sagen zu Sachen, musst du ganz klar Nein sagen zu anderen. Es gibt im Fall noch mehr Situationen, wo Jesus richtig gut ist im Nein sagen. Es fängt an bei der Hochzeit von Kana, wo seine Mutter kommt und sagt, hey, du könntest doch da etwas machen, wenn es zu wenig Wein hat. Nachher macht er es. Aber zuerst sagt er Nein. Und zwar ziemlich hart. Dann kommt Maria vom Lazarus zu ihm und sagt, mein Bruder ist schwer krank, komm. Und er sagt, ich komme, wartet aber, was sind es, 2, 3, 4 Tage, bis er gestorben ist. Und kommt dann schon. Aber er hat zuerst Nein gesagt. Zu dieser Frau, die fast verzweifelt. Dann kommt die Mutter, ist noch spannend, es sind eigentlich häufig Frauen, die kommen. Dann kommt die Mutter, die will, dass er ihre Tochter heilt, die Griechin ist. Und er sagt, das ist nicht mein Auftrag im Moment. Er sagt Nein, weil er weiss, hey, ich bin gekommen für die ganze Welt. Aber damit das zustande kommt, muss ich jetzt zu vielem Nein sagen. Und dann am Schluss noch der Johannes und der Jakobus, die rechts und links von ihm sitzen, geschickt von ihrer Mutter. Frauen sind super. Also, hey, wirklich, wenn du eine Frau bist, du hast eine Gabe, Gott um Sachen zu bitten. Und so lange dran zu bleiben, bis er sagt, also gut. Beim Jakobus und Johannes hat er gesagt, nein. Und das ist auch geblieben so. Aber Jesus hat immer wieder müssen sagen, nein, nein, nein. Und ich glaube, er hat es gut können, weil er 2 Sachen ganz tief hinein gewusst hat. Er hat gewusst, wer er selber ist. Er hat gewusst, wozu er berufen ist. Er hat genau gewusst, was er braucht und was er soll. Und gleichzeitig hat er genau gewusst, wer Gott ist. Er hat genau gewusst, dass er nicht der ist, der alles alleine entscheidet. Er hat gesagt, er schaut nur, was der Vater macht und macht das, was der Vater sagt. Er hat gewusst, dass er Gott in allem vertrauen kann. Und diese Kombi von Wissen, wer man selber ist und Wissen, wer Gott ist, glaube ich, ist eine Voraussetzung zum Grenzen setzen und zum Grenzen aufmachen. Uns selber gut kennen heisst, ich weiss, was Gott mir anvertraut hat. Wo sind die Bereiche, wo ich hineinwirken soll, wo ich segnen soll? Wo hat Gott dir Menschen anvertraut? Das ist nicht jeder immer und überall.
Es kann sein, dass du irgendwo ganz anders bist und Gott sagt, jetzt brauche ich dich schnell. Aber wir alle haben so Felder um uns herum, so Räume, wo wir von Gott gerufen sind. Bei mir sind es 3 Räume. Meine Familie, meine Gemeinde und mein Quartier. Das entspricht mir auch von der Person her, dass es nicht x verschiedene sind. Es kann bei dir ganz anders aussehen. Aber wenn jemand aus diesen 3 Räumen mich braucht, dann ist die Chance sehr gross, dass ich Ja sage. Wenn jemand von irgendwo irgendetwas von mir will, dann musst du richtig gute Argumente haben, damit ich Ja sage. Dann ist die Tendenz viel schneller zu sagen Nein, weil das ist meine Berufung. Die 3 Orte. Und die will ich leben und für die will ich Zeit haben. Was hat Gott dir anvertraut? Nicht jede Not ist deine Berufung. Wirklich nicht. Aber es gibt Nöte, wo Gott dich hineingesetzt hat und dich ruft. Und vielleicht ist es dein Arbeitsort und die Leute, die dort sind. Vielleicht ist es die tägliche Zugfahrt und Retour. Keine Ahnung. Ich weiss nicht, was es bei dir ist. Aber fang an, mit Gott darüber zu reden, wo ist mein Ort? Wo ist meine Berufung? Wo soll ich Salz sein und Segen sein? Dann, wenn es darum geht, uns selber gut zu kennen, geht es auch darum, unsere Grenzen gut zu kennen. Ich weiss, wenn ich mehr als 3 Abende in der Woche weg bin, kannst du mir rauchen. Und zwar, da findet es weder meine Familie noch lustig, noch ich. Noch meine Gemeinde, noch mein Quartier, noch sonst jemand. Und darum ist das meine Grenze. Wenn du mit mir abmachen willst am Abend und du findest ich finde grundsätzlich ist eine gute Idee, schaue ich in meine Agenda, wenn es schon 3 Abende sind, dann ist es zu viel. Nachher alles drüber geht nicht mehr. Oder meine Grenze ist auch, dass ich am Abend, wenn ich jemanden zum Nacht einlade, im Voraus schon sage, hey, aber im Fall am 8. oder am 9. schmeiße ich dich raus. Ich kann dann immer noch sagen, bleib doch ein bisschen länger. Aber ich merke für mich, dass ich gesund bleibe, muss ich meine Grenzen kennen. Meine Grenze heisst auch, dass ich nicht, ich mache ein Kindersingen noch bei uns im Quartier, mega lässig, viele Eltern, viele kleine Kinder, riesige Wusel, in meiner Stube geht es nicht. Die ist einfach zu klein. Das ist meine Grenze. Und dann machen zum Glück andere an ihre Stuben auf, die ein bisschen mehr Platz haben oder ein bisschen mehr verleiden mögen. Und so arbeiten wir zusammen. Uns selber gut kennen heisst auch meine Motive und meine Geschichte kennen. Wenn ich nicht Nein sagen kann oder nicht Ja sagen kann, warum? So wie ich ticke, habe ich die Tendenz, zum nicht Nein sagen, weil ich Leute nicht vor den Kopf stoßen will. Ich will, dass Menschen mich gerne haben. Ich will, dass Menschen mich brauchen. Was sind deine Motive? Wenn du ganz ehrlich bist. Wieso sagst du schneller Nein oder schneller Ja? Und darf Jesus dort reinkommen? Geht es darum, geliebt werden, ein Held sein, Vorbild sein, gebraucht werden? Jesus-Nachfolger verschenken sich zweckfrei an Menschen. Jesus-Nachfolger sagen zweckfrei Ja. Jesus-Nachfolger haben nicht den Anspruch, dass sie nachher über dein Leben bestimmen können, wenn sie dir bei etwas helfen. Weil sie wissen, dass nicht sie der Retter sind. Wenn wir Jesus nachlaufen, verschenken wir uns an Menschen, ohne den Anspruch zu erheben, dass wir nachher ein Anrecht haben an ihrem Leben, an ihrer Wertschätzung. Wir sind nicht angewiesen auf Dankbarkeit. Was sind deine Motive? Wenn du mit Menschen unterwegs bist und Ja sagst. Und wenn du merkst, sie sind nicht ganz rein, Überraschung. Ich habe letzten Sonntag gesagt, dann sitzen wir zu allen Zöllner, Sünder und Ehebrecher mit Jesus zusammen am Tisch. Niemand von uns hat ganz reine Motive. Aber wir können ja mal anfangen, ein bisschen aufräumen, dort, wo wir es gerade sind. Jesus-Nachfolger verlieren nichts, wenn sie jemanden mal nicht treffen oder jemanden heimschicken, weil sie wissen, da ist ein Gott, der sich kümmert. Und da geht es ins andere. Wer wirklich von Herzen Ja oder Nein sagen will, der weiss, wer Gott ist. Wer von Herzen Nein sagen kann, der weiss, wenn ich jetzt das nicht mache, wird Gott sich gleich kümmern. Der Henry Nouwen redet vom Dienst der Abwesenheit. Wenn er ist ein Mann im Spital, kranke Menschen besucht, mit ihnen betet. Und er hat gesagt, und wenn er raus ist und gewusst hat, jetzt kommt wieder 3 Tage niemand, hat er immer gewusst, ich mache dem eigentlich jetzt ein Geschenk, weil jetzt kann Gott ihm begegnen ohne mich. Jetzt kann Gott ihm auf eine andere Art noch begegnen.
Manchmal ist Abwesenheit ein Segen für Menschen, wenn wir gerade nicht erreichbar sind. Weil andere Menschen dürfen ihnen begegnen oder Gott selber auf eine ganz andere Art. Weisst du, wer Gott ist? Vertraust du ihm, dass er es auch ohne dich könnte? Vertraust du ihm aber auch, dass er dich möchte? Je nachdem, ob du eher ein Ja- oder ein Nein-Säger bist, muss das eine oder das andere hören. Dass du Gott vertraust, zeigt sich in dem, dass du gesunde Rhythmen hast, dass du Pause machen darfst, dass du Ferien machen darfst, dass du das Handy abstellen darfst. Weil du weisst, auch wenn ich jetzt nicht erreichbar bin, die Welt geht nicht unter. Gott kümmert sich trotzdem. Das ist wirklich, ich finde Handys eine super Sache. Für mich als Mami tut das extrem entlasten. Ich stelle mir die Zeit vor, wo Kinder sich nicht melden können, wenn sie 3 Stunden später heimgekommen sind. Ich glaube, ich wäre übergefallen. Ich bin unglaublich froh, kann man sich melden und sagen, ich bin später dran. Es lenkt mir nicht heim, ich habe den letzten Zug verpasst. Aber gleichzeitig sind wir uns so fest daran gewöhnt, dass wir Kontrolle haben. Dass wir manchmal vergessen, dass Gott ja die Leute auch sieht und hebt und hat. Wenn wir Gott vertrauen, wenn wir wissen, wer er ist, dürfen wir uns auch rausnehmen. Und dürfen wir uns vollen Herzens hineinstürzen in Sachen. Wir brauchen ein gesundes Gleichgewicht zwischen, was ich habe, lange sowieso nicht. Das ist ja so. Das, was ich habe, ist immer zu wenig. Man könnte immer noch mehr machen. Also kann Gott gerade von Anfang an selber machen. Das ist so das eine Extrem. Das sind die viel Nein sagen und denken, also, wenn Gott mich wirklich braucht, dann kann er ja ein Feuer vom Himmel fallen lassen oder durch den Donner zu mir reden. Und bis dahin gehe ich davon aus, dass er es im Griff hat. Das ist so die eine Seite. Und die andere Seite ist, mich braucht es unbedingt, weil Gott macht es nicht ohne mich. Und wenn ich es nicht mache, macht es niemand. Und dann ist die Chance für die Leute vielleicht vorbei, überhaupt jemals Jesus kennenzulernen. Der John Wesley hat gesagt, Gott macht nichts, außer durch Gebet. Das ist so das, die Position. Und ich glaube, irgendwo da dazwischen, eines mehr, liegt der Weg, wo Jesus gegangen ist, wo wir gehen dürfen. Ja, uns braucht es eigentlich nicht. Der Punkt ist aber, Gott hat gesagt, ich will es mit euch machen und hat uns ganz viel Verantwortung gegeben. Darum braucht es uns jetzt eben schon, weil Gott manchmal die Hände rausnimmt und sagt, für das bist jetzt du da. Da kommt jetzt nicht eine Stimme vom Himmel ab oder eine Hand, die vom Himmel ablangt und der aus dem Seich zieht. Für das habe ich dich gerufen. Dich braucht es. Und diesen Leuten da hinten muss man sagen, ja, aber hey, Gott kann das im Fall auch allein oder durch andere Leute. Nicht du bist verantwortlich. Wenn du es wirklich verhängst, und jeder von uns hat doch schon mal gewusst, ich müsste jetzt schnell anrufen, schnell halten, schnell fragen und hat es nicht gemacht. Dann sagt Gott nicht, ja, Pech, der arme Mensch. Jetzt hat er leider keine Begegnung mit mir, wie du es verhängt hast. Dann nachher hat er ganz viele andere Leute, die er rufen kann. Aber er will es mit dir machen. Und in dieser gesunden Balance leben, das wünsche ich mir für die Vineyard Olten und eigentlich für alle Christen. Wenn Nachfolge ist ein Marathon und kein Sprint. Mit Jesus unterwegs sein geht lang, je nachdem wie alt du wirst. Und ich will bis zuletzt in dem hineinleben. Ich will bis zuletzt wissen, ich bin wichtig und meine Gebete werden gebraucht. Vielleicht sind es am Schluss wirklich nur noch Gebete, wo ich kann, aber das will ich machen bis zum Schluss. Ich will durchheben und am Schluss bis zum letzten Atemzug wissen, solange Gott mich auf dieser Erde lässt, braucht er mich. Aber ich darf auch Pause machen und es ihm überlassen, weil er ist der Retter. Ich glaube nicht, dass es christlich ist, sich zu verausgaben und in einem Burnout zu landen. Es gibt Pensionskassen, die Freikirchen nicht mehr unter Vertrag nehmen, weil die zu grosse Burnout-Quoten haben. Das ist ganz eine schlechte Idee. Das wollen wir nicht. Jesus hat gesagt, ihr müsst das Kreuz auf euch nehmen und mir nachfolgen. Es geht um Innensterben, aber nicht, wenn wir dumm sind und uns nicht gut schauen. Und ja, manchmal holt Gott uns auch aus unserer Pause. Manchmal unterbricht uns Gott. Manchmal gehen wir über unsere Grenzen. Und das muss auch möglich sein. Jesus hat gesagt, es kostet euch euer Leben. Und das heisst, dass auch an meinem Sabbat, wenn es dringend ist, bin ich da. Wenn Gott mich braucht, will ich kommen. Das heisst, ich gehe gut und umsichtig mit meinem Geld um.
Das heisst aber auch, wenn ich weiss, dass noch immer eine Not ist, dann bin ich auch bereit, über das auszugeben, was ich eigentlich eingeplant habe. Das schon. Im Timotheus 4, Vers 2 sagt der Paulus zum Timotheus: Predige das Wort, steh bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Bist parat, wenn es dir passt, aber auch wenn es nicht passt. Wenn Gott dich ruft, bist parat. Es gibt ein mega schönes Beispiel zu dem, wo Jesus das vorgelebt hat. Das steht in Markus 6, 31. Die Apostel sind unterwegs gewesen, haben Leute geheilt, Dämonen austrieben, mega High Life, super gewesen, kommen zurück, voll begeistert. Das Adrenalin wahrscheinlich immer da oben, Dopamin, alles wirklich super, wie Achterbahn, wie Europapark. Es war fast so lässig gewesen. Darauf sagte Jesus: Kommt, wir ziehen uns an einen einsamen Ort zurück, wo ihr euch ausruhen könnt. Wie schön. Nur mal der Teil. Die Jünger haben so fest gearbeitet für ihn und er sagt so: Und jetzt schauen wir, dass ihr ausruhen könnt. Das mal so ein bisschen setzen. Hey, Jesus sagt so, und jetzt ruhen wir aus. Es war streng, wir haben mega viel gemacht, wir haben es gut gemacht, wir machen jetzt eine Pause. Das war die Absicht von Jesus. Aber, es geht noch. Denn ständig waren so viele Menschen um sie, dass Jesus und seine Apostel nicht einmal Zeit fanden zu essen. Das ist richtig traurig. So fuhren sie mit dem Boot an einen ruhigeren Ort. Aber die Leute bemerkten ihre Abfahrt. Da liefen sie aus den umliegenden Städten am Ufer entlang voraus und waren bereits da, als sie anlegten. Überraschung! Das ist wie wenn nach einem richtig langen Tag noch eine Überraschungsparty steigt für dich. Als Jesus aus dem Boot stieg, erwartete ihn eine riesige Menschenmenge. Und was macht Jesus? Er hat einen anderen Plan gehabt. Aber er hatte Mitleid mit ihnen, denn sie waren wie Schafe ohne Hirten. Deshalb nahm er sich Zeit, sie vieles zu lehren. Er hat einen Plan gehabt, gesunde Rhythmen leben mit seinen Jüngern. Aber anscheinend war in dem Moment etwas anderes wichtiger gewesen. Er hat die Leute angeschaut und war von Barmherzigkeit ergriffen gewesen. Es hat ihm sein Innerste umgedreht, steht. Und dann hat er gewusst, okay, Pause kommt später. Und wisst ihr, was nachher passiert ist? Das ist die Stelle, wo die Leute kein Essen dabei hatten. Und Jesus nachher die 5000 gespeisen hat, mit 5 Brot, 2 Fisch. Und die Jünger haben sich unterbrechen lassen, haben ihre Pause müssen verschieben und eines der grössten Wunder erlebt. Wahrscheinlich für ihre ganze Karriere. Wenn du dich unterbrechen lässt, wenn du bereit bist, deine Pausen einmal aufzuschieben, weil Gott ruft, nicht weil der Alltag mit seinen 1000 Anforderungen ruft. Weil Gott sagt, das ist jetzt wichtig. Dann sind das die Orte, wo du die Nähe und die Gegenwart von Gott und seine Macht und Kraft noch mal ganz anders erleben darfst. So, ganz praktisch. Was heisst das? Ich habe euch ein bisschen aufgeschrieben, was es für mich heisst. Was ich glaube, was ich bei Jesus sehe, was ich auch in meinem Leben merke, funktioniert immer wie besser. Wenn jemand kommt, tauch nicht gerade ab in der Küchenablage. Lass mal zu. Einfach zuhören. Und zwar, da gibt es ja so den von Thun, heisst der, das mit diesen 4 Ohren. Das Beziehungsohr, das man hören kann, man kann mit dem Sachohr hören, man kann mit dem Appellohr hören und dann gibt es noch das 3., das habe ich vergessen, 4. Wenn du mit dem Beziehungsohr hörst, dann hast du immer das Gefühl, es betrifft mich. Er sagt etwas über unsere Beziehung. Wenn du mit dem Appellohr hörst, hörst du immer, du musst. Also das Appellohr wäre da, so, wenn ich sage, mir tun die Füße so weh, ich mag nicht mehr heimlaufen. Dass du denkst, ja, jetzt muss ich dir ein Auto organisieren. Das Beziehungsohr wäre, was? Ich habe nicht gesagt, du musst laufen. Und das Sachohr wäre einfach, okay, dir tun die Füße weh. So viel mal gehört. Und ich glaube, wir müssen lernen, ich musste lernen, mich einfach mal hören. Um was geht es? Was erzählt mir die Person? Und dann nachfragen. Hey, was erwartest du jetzt von mir? Was möchtest du, dass ich dir tue? Hat Jesus schon gefragt. Das ist eine gute Frage. Und das heisst nicht, dass ich nachher alles mache, was der andere jetzt von mir will. Aber vielleicht will ja der gar nicht heimgefahren werden. Vielleicht will er nur ein bisschen klönen. Also ich kenne das auch. Manchmal komme ich heim nach einem Tag, müden Tag, schwierigen Tag, viele ungelöste Fragen. Und dann sage ich manchmal schon Edwin, ich will nur erzählen, ich brauche gar keine Lösung. Lass mich einfach reden, ich komme dann schon selber auf die Lösung. Manchmal wollen wir keine Lösung. Manchmal wollen wir einfach ein bisschen klönen.
Und vielleicht lange dir das schon. Aber die Frage, wie kann ich dir helfen? Was erwartest du von mir? Die ist wichtig. Und dann, sei ehrlich. Wenn du die Tendenz hast, schnell Ja oder schnell Nein sagen, dann tu dir einen Zwischensatz überlegen. Zum Beispiel, hey, das überlege ich mir sehr gerne, ich melde mich morgen wieder bei dir. Oder, meinen ist manchmal, ich muss wirklich zuerst in meine Agenda schauen, wie diese Woche aussieht. Das heisst nicht, dass wenn frei ist, dass ich Ja sage, sondern das heisst, ich schaue. Aber sind ehrlich euch selber gegenüber und den Leuten gegenüber. Und sagt nicht Ja und müsst nachher wieder Nein sagen, weil ihr merkt, das stresst euch gleich. Ehrlich sein heisst auch, zu sagen, das kann ich leider nicht. Aber ich kann für dich beten. Aber ich kann dir zuhören. Oder ich kann dich weiterverweisen. Ich kann dir eine Nummer geben. Ihr dürft die Nummer von der Vineyard weitergeben. Wenn ihr merkt, jetzt ist wirklich, das ist schwierig, das muss so eine grosse Geschichte, tun Sie mal an uns weiterverweisen. Das kann ich leider nicht, aber ich mache dir einen Kaffee. Wenn ich angepumpt werde um Geld von Leuten auf der Straße, wenn ich Zeit habe, sage ich, schau, ich gebe kein Geld. Aber ich will mit dir schnell hinsitzen und dir ein bisschen zuhören und für dich beten, wenn du das möchtest. Oder jemand anderes sagt, ich gebe kein Geld, aber ich will für dich ein Mittag posten. Sind ehrlich, das, was ihr könnt, und dann sagt Ja zu dem, was ihr könnt. Der Noel Isaac, der am Pfingsttag war, hat so etwas Gutes erzählt. Er hat gesagt, es ist jemand bei ihm gerufen und hat gesagt, du musst jetzt gerade eine halbe Stunde mit mir beten für das und das Anliegen. Und er hat frei gehabt, oder er musste die Kinder in die Schule fahren oder so. Dann hat er gesagt, hast du schon selber gebetet für das? Dann hat sie gesagt, nein. Sagt er, also geh heim, mach das und komm wieder, wenn sie sich bis dann nicht gelöst hat. Nein kann auch heissen, den Leuten Selbstständigkeit zuzusprechen. Brauchst du wirklich mich für das? Oder mach es doch allein. Oder frage mal jemand anderen. Und sei klar. Klarheit schafft Vertrauen. Wenn die Leute wissen, dass wir Nein sagen, getrauen sie sich auch weniger zu fragen. Weil Leute haben es nicht gern, wenn du Ja sagst, obwohl du eigentlich nicht willst. Du bestimmst mögliche Zeitfenster, mögliche Dauer. Wenn du frei hast an diesem Tag und der andere nur dann kann und du etwas müsstest absagen und er etwas müsste absagen, dann ist es auch immer etwas absagen und nicht an dir. Wenn es den Leuten wichtig ist, finden sie Zeitfenster, die dir auch gehen. Und schlussendlich, nicht jeder darf gleich nahe zu dir kommen, nicht jeder hat gleich viel Zugang zu dir. Das war bei Jesus auch so. Er hatte 3 Jünger, die ihm ganz nahe waren. Und dann nachher im Ganzen die 12, die ein bisschen weiter weg sind. Und dann die 72. Und nicht jeder hat immer Zugang zu seinem Leben gehabt. Vielleicht ist es dran für dich mal zu überlegen, wer hat wirklich so den Zugang zu meinem Leben. Und wer muss halt warten, bis am nächsten Tag, dass ich Antwort gebe. Und dann habe ich euch noch ein Video mitgebracht. 10 Arten zum Nein sagen. Weil Nein ist wirklich auch einfach eine gute Antwort. Man darf auch einfach Nein sagen. Aber vielleicht hilft es ein bisschen, wenn ihr seine Tipps hört. Das hier sind die 10 besten Arten, Nein zu sagen. Platz 10. Nein? Platz 9. Nein. Platz 8. Nein. Platz 7. Nein. Platz 6. Nein. Platz 5. Nein. Platz 4. Nein. Platz 3. Nein. Platz 2. Nein. Und Platz 1. Nein. Nein ist ein ganzer Satz. Man muss nicht immer begründen. Nein. Und wenn man noch ein bisschen findet, das geht, leider nicht. Und schliesslich, alles hat seine Zeit. Es gibt Jahreszeiten im Leben, es gibt Saisons im Leben, wo das eigene Leben so voll ist,
dass man ein bisschen mehr Nein sagen muss, als man das gerne würde. Oder es gibt Zeiten, wo man richtig gut Ja sagen kann. Und all die Überlegungen, all die Grenzen sind nicht einfach sakrosankt für immer. Grenzen kann man auch schieben. Türchen kann man in diese Grenzen bauen. Aber schaut, dass nicht ihr oder andere euch immer über eure Grenzen schaltet. Gut. Und schliesslich, Schlusswort, Grenzen sind auch immer Grenzen von meiner Familie. Wenn ich daheim wohne, dann muss es für meine Familie in Ordnung sein, wenn Leute zu mir heimkommen, wenn sie rum sind. Und es kann sein, dass jemand von der Persönlichkeit her am liebsten immer das ganze Haus voll Leute hat und der andere überhaupt nicht. Und dann ist es auch nicht Jesusmässig, am anderen einfach zu sagen, das ist mir jetzt gleich, Jesus mich das auch, darum ist jetzt meine Stube voll Leute. Dann ist es vielleicht so, dass man sagt, also ich schaue, dass ich es noch jemand anders machen kann. Und die Grenzen verändern sich, je nach Familiensituation. Mit kleinen Kindern ist es anders, wie mit grösseren. Ohne Kind ist es nochmal anders. Find es raus. Zusammen mit Jesus. Ich wünsche mir, dass wir eine Kirche sind, die mit vollem Herz Ja sagen kann, aber auch mit vollem Herz Nein sagen kann. Dass wir das schlechte Gewissen beim Nein sagen loswerden und das schlechte Gefühl beim Ja sagen auch, wenn wir über unsere Grenzen ausgehen. Und ich möchte mit euch einfach noch schnell einen Moment nehmen, wo ihr selber Jesus fragt, in welche Gruppe gehe ich und warum? Was muss ich wissen über mich oder über dich, damit ich lehre, gesünder zu meinen Grenzen stehen? Wenn du magst kommen, wäre das super, ja.